Ja, moin. Ich bin Steffen Ebsen, 30 Jahre alt und ich komme aus Bütschebö, das liegt in Nordfriesland. Steffen, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich bin Günter Wehmeier, ich komme aus Rellingen, hier bei Hamburg. Aber abwussen und groß geworden bin ich in Wees, bei Flensburg, in Angeln. Das sagt mir was. Ich freue mich auch, dass wir uns heute kennenlernen. Fräsen und Angeleder, die passen auch gut zusammen. Du hast recht. Wenn ihr eine Kindertit über sind, welche Rolle hat Platt durchspielt? Ja, also in meiner Familie früher haben viele Leute noch Platt schnackt, also meine Großeltern meist. Und meine Eltern haben mit uns Kindern nicht viel Platt schnackt. Leider haben sie nicht viel Platt schnackt. Also ich kenne das bloß von meinen Großeltern. Und das wäre dann immer so, wenn man da hinfährt, mit meinen Großeltern, dann haben wir immer sich schon freut, dass man bei Platt hört und auch schnacken kann. Ja. Ja. Ich bin ja ein bisschen älter als du und bei mir wird ein bisschen anders, aber auch so ähnlich. Darum, bei mir tut es mir so, dass die Eltern nicht mit mir Plattdeutsch schnackt haben. Damals in den 50er Jahren, dann, als ich abgewachsen bin. Die Leute, die wussten, die haben Angst, dass die Kinder dann in der Schule, in der Grundschule Probleme kriegen und nicht begreifen, was dann los ist, wenn sie kein Hochdeutsch schnacken. Und von daher, ja, wird das ein bisschen anders, aber das kann man auch vergleichen mit das, was du belebt hast. Andererseits wird das so, dass in meinem Dorf, das ist ein Bauerndorf, da wird eigentlich bloß Plattdeutsch schnackt. Also die Leute, die da aufgewachsen wären, die da immer alle gewohnt haben, die haben Plattdeutsch schnackt. Das wird der Spruch in der Umgebung, was ich nur eigentlich bloß gehört habe. Tust? Ja, das wäre bei mir genauso. Also meine Eltern haben auch nicht Platt schnackt, ne? Aber in Bütschebö, in Lüttedorp, da sind man meist 100 Leute, ne? Wenn man das, also nicht mal ganz 100 Leute. Und früher wäre noch viel Platt, also da wird heute auch noch Platt schnackt, aber da ist ja nur ein Ben, was Tutzog und neue Korben und die können nicht mehr so viel Platt schnacken. Also man hätte früher wahrscheinlich mehr Platt gehört in Dorp, als das so ist. Ja. Ganz toll verändert, ne? Ja. Das mag ich auch, wenn ich da hinfahre, das Dorf ist viel gut geworden, ganz viele Leute von anderswoher, die Kinder nichts mit Plattdeutsch zu tun haben. Und das Plattdeutsche ist, und in Alltag ist das verschwunden, das muss man einfach sagen. Ja. Und ja, dafür ist das für mich auch so wichtig, dass wir uns kümmern um uns Spruch. Das stimmt. Was ich die von dort war, dass die Eltern kein Platt mit geschnackt haben. Ja, da habe ich mich nicht nur einmal beschwert, nur, also und diese Tit, aber früher, wie du auch schon gesagt hast, das wäre dann so. Ne? Also meine Eltern, die haben dann auf der Schule zu hören kriegen, also ne, die Kinder sollen mal Hochdeutsch schnacken, auch in der Schule, weil dann haben sie Schwierigkeiten und so und dann haben sie gar nicht anfangen damit. Ne? Und das ist so ein bisschen, der sagen auch, also wenn sie dann nochmal anders morgen könnten, dann würden sie das morgen, aber das geht ja nicht mehr. Ja. Das finde ich auch, wenn ich schaue, dass das so wäre. Damals wäre das so, dass die Eltern eben Angst haben. Und heute werden wir auch, die Sprachpädagogik, dass es eben kein Schaden ist, wenn du ein, zwei Sprachen als Kind lehrst. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Aber ich finde das auch schade. Und bei mir wird das so, dass ich ganz viele Jahre dann, naja, ich bin ja dann auch abwussen, dann weggehen und angeln. Meine Eltern sind gestorben, dass ich dann ganz viele Jahre gar kein Verbinden mehr habe zu Plattdeutsch. Und erst als ich in Rente gegangen bin und dann dachte ich, ja, was mache ich denn nun mit meiner freien Zeit, habe ich mich wieder zurückbesonnen auf das Plattdeutsche und dann habe ich mich gewundert, dass ich gefühlt, wie viel da bin es in mir, so passive Wortschatz. So, ne? Und das bin ich noch immer dabei, das wäre Utopacken. Das wäre ganz vergroben, ganz verschütt. Und das ist das, was mich große Freude macht, auch mit jungen Leuten, so was die dann zu schnacken und da wäre zu kicken, was ist da noch und was kann da noch von wahren. Bei mir jemals auch so. Also ich habe auch den, also ich Ludwig gar kein Plattdeutsch schnackt. Und bloß den Anfang irgendwann mit meinen Großeltern. Ne? Und dann hätte ich das immer so ein bisschen obgut. Erst hätte man noch so eine Hemmschwelle, wenn man anfängt. Und man hätte eh nicht, der ganze, wie du schon sagst, der ganze passive Wortschatz hätte man eh nicht. Ne? Aber das kommt dann immer so mit der Tit, mit Schnacken auch. Günther, du magst die Bunny stark für die Sprache. Wo sieht das aus? Was magst du? Eins. Ja, ich glaube, das stimmt, dass ich versuche, mich stark zu mocken für uns Sprache. So als eben all vertellt, wie das gekommen ist. Als ich dann in Rentner war und dann habe ich gekickt und dann habe ich angefangen,
bei uns in einer Grundschule, in der Erich-Kästner-Schule in Rellingen, habe ich mal angerufen, dann angefangen, durch Plattdeutsch zu unterrichten in der 3. und 4. Klasse. Und das mag ich betüt. Mit Corona habe ich bin unterbrochen, aber so. Und das ist was mir ganz, ganz bannig an Tat liegt und ganz viel Verbindung habe im Land in Schleswig-Holstein mit den anderen Kollegen. Es gibt ein wunderbares Netzwerk für Plattdeutsch in den Schulen. Wir haben ja 46 Modellschulen in Schleswig-Holstein. Das ganz, ganz viel. Und das sind wunderbare Leute, Kolleginnen und Kollegen. Die meisten sind Frühlingsleute. Auch mit die QSH, die sich ganz, ganz bannig kümmern um das Plattdeutsche. Und das Zweite, was mir ganz mächtig an den Hart liegt, ist so eine Aktion, die wir loben haben, das nennt sich Funkloch stoppen, dass wir mit Plattdeutsch mehr in der Öffentlichkeit unterwegs sind, dass man uns sieht und hört und nicht bloß mit Plüschmaus und Schnittenpulli auf so einem Niveau, dass wir das ernst nehmen, dass wir sagen, warum lese ich nicht in der Zeitung auch mal einen Artikel über irgendwas passiert ist auf Plattdeutsch. Ja. Warum hört nichts in NDR, im Fernsehen, mal ein ganzer Beitrag über was auf Plattdeutsch? Das finde ich schockt. Und das müssen wir ändern. Ich beide wollt mehr Plattdeutsch an die Schulen bringen. Was denkt ihr, was sind die Probleme an den Schulen? Vielleicht erstmal freue ich mich ganz, ganz bannig, dass wir in Schleswig-Holstein, dafür kann ich ein bisschen schnacken, dass 46 Modellschulen haben, wo das Plattdeutsche anders in den Unterricht integriert ist, dass die Schulen regelmäßig Plattdeutsch mögen, nicht bloß als AG, vielleicht nachmittags ein bisschen was spielen und mit dem Schnacken ein bisschen was, dass mehr Systematik achter ist. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Das findet statt in der Grundschule und an der Sek 1. Und das ist eine wunderbare Perspektive dafür, dass es wieder geht, auch mit Plattdeutsch. Ja, ich auch. Also, meine Grundschule, in der ich früher gewesen bin, also die Grundschule in Bordelum, die ist auch eine von den Modellschulen, wie du das just sagst. Ne? Und ob der sieht, also wir haben alles da, also wir haben den Nährdeutsch-Erlass und wir haben auch in der Verfassung von Schleswig-Holstein, das ja schützt die Sprache und so. Ja. Ne? Also in der Theorie ist das alles da, ne? Aber in der Praxis, da hängt das auch noch im Bett. Ne? Also das ist schön, das Gift, ne? Die ganzen Modellschulen und die Kollegen und so, aber das kann auch noch mehr werden. Ne? Also das ist so ein Bett, man konnte auch noch mehr morgen und wenn ich mir das aussuchen kann, dann war Plattdeutsch auch ein eigenes Fach in Schleswig-Holstein. Ne? Kann ja ein Wahlpflichtfach sein, dass der eine sagen, ich nehme nur Französisch oder Spanisch oder so und der andere nimmt den Plattdeutsch als Unterrichtsfach. Ja. Ne? Der Sprechertoll war jemals weniger und Fälle verlehrt er plattdeutsche Umfeld. Wenn ihr damals und von da vergliegt, woans hat sich im plattdeutschen Umfeld verändert? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so klar, dass sich das total verändert hat. Also ich kriege ja, macht das ja meist gar nicht Sinn, aber 60, 70 Jahre zurück und da wird das, haben wir ja für auch überschnackt, da wird die Situation ja völlig ganz anders, als das heute ist. Und das ist ganz schade, dass wir eben schon die Gefahr haben, dass Plattdeutsch immer mehr zurückgeht. Das ist ja auch für uns die Motivation mit, uns darum zu kümmern, in der Schule, zum Beispiel über Theater, über Bücher, über Lesen und Öffentlichkeit für Plattdeutsch, dass wir dagegen arbeiten. Nicht? Aber das ist ein Tatsache, das ist so, dass wir uns kümmern möchten. Und ich bedauere das. Für mich, ich lebe in dem Kreis Pinbar in Rellingen und ich habe in meinem direkten Umfeld, in der Familie, in der Freundeskreis, nicht einen, der Plattdeutsch schnackt. Da bin ich der Exot. Und der eine oder andere, der lacht mal oder du smierst um werden über das, was ich dann mag, aber was schade doch. Das ist doch ein Spruch, der starft. Und dann komme ich über liegende Röch und sage, nee, so ist das nicht. Ja, ich glaube, ob der einen sieht, ist das so. Also, das geht Ben zurück. Ne? Und ich sehe doch in meiner Heimat, du hust in Bütschebüll und so. Also, du schnacken nicht mehr so viel Leute als früher nur platt. Ne? Also, und wenn sind immer die anderen Leute, die noch platt gehört und platt schnacken miteinander. Ob der andere sieht, sehe ich nur. Also, früher haben wir auch nicht viel Leute mit dem Plattschnack, also mit Öllern nicht. Und das ändert sich nur so ein bisschen. Also, die freuen sich auch, dass ich nur Plattschnack. Und mit Großöllern freuen sich natürlich, dass ich nur Plattschnack. Und auch in meiner Familie, wenn ich so kicke. Also, meine jüngere Cousinen und Cousins, also der wird auch Platz schnacken. Ne? Und der lehrt das nur auch. Also das ist schon so ein Band, dass ich sagen will, so eine Lütte
Renaissance hat das praktisch schon kriegen in den letzten Jahren, so ein bisschen. In meinem Umfeld auch. Ja. Steffen, viel 30 im Moment die jungen Leute. Man, was löst du, kann so hast du, von der älteren Generation lernen? Oh, bin ich fair, glücklich. Also, was ich auch schon gesagt habe, so ein bisschen, was auch verloren geht, ist das ganze Weten von der plattischen Sprache, also die ganzen Schnacks, die man kennt von früher und so, das geht auch so ein bisschen verloren, wenn man das nicht pflegt, so ein bisschen, die Sprache. Und dass man auch vielleicht einfach mal mockt und nicht lange über nachdenkt, sondern dass wir einfach sagen, okay, wir jungen Leute sind nur da und das Gift für was mockt wird. Wir haben auch Leute, die sich nur auf Instagram mit Plattisch befinden und das wiesen auch. Und dass wir das einfach gar nicht viel nachdenken, sondern einfach nur mocken. Ja. Das freut uns alle ganz, ganz spannend, dass wir auch ganz viel und heute auch werden, dass wir Kontakt mit you haben, so junge Leute. Das ist so ein Schnack, aber das ist so die Wahrheit. Hier sind so die Zukunft. Und du als Lehrer in Zukunft, wenn du dann mit den Schülern umgehst, dann ist für uns wunderbar. Das wird wie vielleicht für you so ein bisschen wiedergeben können, wenn wir dann auftreten dort und sagen, so, nun sind wir nicht mehr so dabei. Das finde ich so wichtig und das freut mich auch ganz spannend. Ja. Was gefällt dir am besten an der modernen plattdeutsche Welt? Gibt das überhaupt in moderne plattdeutsche Welt? Ja, also ich glaube schon, dass es eine moderne plattdeutsche Welt gibt und dass es auch eine Zukunft hat. Und wir sehen ja nur auch, dass es gibt ja ganz viele Angebote nun. Ne? Also wir haben auf Instagram Leute, die sich damit befassen. Und wir haben ja auch nur den Netzsatz zum Beispiel, wo man auch mal ein Wörterbuch hat, wo man nachkicken kann im Internet und so. Und da passiert ja ganz viel nur in dieser Zeit. Und es ist so ein bisschen so, dass die politische Sprache auch durch das ganze Digitale, was nun kommt und was man machen kann, damit so ein bisschen erholen bleibt und man ein bisschen pflegen kann auch. Und ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man da viel Angebote hat auch. Vielleicht kann man auch mit den digitalen Medien auch viel mehr Menschen auch erreichen einfach, ne? Und die politische Sprache auch ein bisschen näher bringen. Ne? Das ist für die ja selbstverständlich, für mich auch meist total, aber ich gehöre noch in einer Generation. Aber die jungen Leute, über diese Medien, über diese Weg, müssen wir die Leute, junge Leute und alle Leute, die sich für Plattdeutsch interessieren, versuchen zu kriegen. Ja, so ist das. Genau. Ja, was läuft wo geht das hin mit der Sprache in die Zukunft? Ja, ich denke, wir haben halt viel darüber, was du hört. Und für mich wird das ja keine neue Erfahrung, zu sehen, dass Plattdeutsch noch da ist, dass es Leute gibt, die Plattdeutsch schnacken, das sind wenig, vielleicht werden das auch immer weniger. Aber wenn Leute wie wir und junge Leute wie du in Zukunft noch mehr sich kümmern und in der Schule und wo auch immer sich für das Plattdeutsche einsetzen und seht, das ist Teil von unserer Kultur, das gibt die plattdeutsche Sprache und dann haben wir auch eine Zukunft, da bin ich ganz fast von überzeugt. Und dass wir wegkommen von diesen Bewerten, dass wir sagen, ja, das ist auch nur ein Spaßkram und so, das wir alle schon gesagt haben. Und dass wir mehr in die Öffentlichkeit kommen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich ähnlich auch, also ich glaube ähnlich, dass der plattdeutsche Sprache eine rosige Zukunft hat. Und das kann sie, und das sehen wir auch, dass das werden zurückgehen von den Sprecher toll, aber ich meine, was nur eins passiert und die ganzen Angebote, die wir habt, auch, da passiert ja viel und die Leute haben schon vor 100 Jahren gesagt, dass die plattdeutsche Sprache dass das bald nicht mehr geben wird und wir sind immer noch da. Und ich glaube auch, dass da noch viel passiert und wenn wir noch was von ihm lernen können, dann war das auch was. Ja, Gunnar, vielen Dank, das hat mich gar nicht gefreut, dass wir uns heute kennenlernen. Kann ich auch noch sagen, Steffen, ganz herzlichen Dank, das wäre ein Vergnügen für mich, die hier kennenzulernen. Ja, vielen Dank. Danke dir. Alles Gute. Ja, dir auch. Ja.